Was wäre Twitch ohne Gaming? Ja, das ist doch mal erfrischend zu sehen. Ne? Oder? Vor allem nach den Cringe-Momenten gerade. Da fühle ich mich richtig wieder wohl. So schöne Gaming-Momente. Und jetzt kommen unsere Nominierten. Richtig, ab zu den Nominierten. Trellux, auf Ansage. Hallo zusammen, gerade bin ich in einem CS2-Matchmaking und ich habe hier einen Spot gefunden. Auf einer kleinen Kante stehe ich hier. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich jetzt die Gegner hole. Viel Spaß! One long. Probiert's gerne mal aus. Ach du Scheiße! Mein ungefährer Plan fürs Leben. Basti GHG. Full Dire Skelett nach 42 Stunden. Oh mein Gott. Niemals! Niemals! Das ist nicht passiert! Das ist nicht, ich kann's nicht glauben. Bro, als ob das jetzt gerade passiert. Als ob das jetzt gerade passiert. Als ob das in dieser Nacht gerade passiert. Als ob das jetzt gerade passiert. Niemals. Niemals, Bro. Ich bin hier ich weine legit, Bro. Ich bin jetzt 42 Stunden lang gefahren auf dieser scheiß Eisstrecke hin und her. Seit 3 Wochen war ich da 42 Stunden hin und her. Nur damit der jetzt da steht, es kann wirklich spawnen in Full Dia. Es kann spawnen in Full Dia. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben ihn. Chef Strobel. Entering God Mode. Out. In. Nice, just about. Ace. Wow! Bro, that was a clip. Holy shit! Wow! Das ist ein TikTok. Das kommt auf TikTok. Er geht runter. Hier dürft ihr nicht! Let's Hugo. Explosiver Hinterhalt. Oh mein Gott. Was passiert hier? Warum brenne ich? Dalukat. Kurzer Prozess. Mel, du wirst eine eigene Plakette bekommen, wo dran steht, dass du bemüht warst. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Yeah. Wow. Ich muss sagen, ich finde diese Minecraft-Momente immer so stark, weil ich verstehe nicht wirklich, was passiert, aber diese Emotion von den Leuten Ich wollte dich ist so gerade geil. fragen. Ich weiß, damals ging auch ein bisschen das Meme rum, dass Basti sich bei diesem Dia-Skelett mehr gefreut hat, als in jedem weiteren Moment, den er in seinem Leben noch haben wird, weil das war wirklich Freude pur. Den habe So sogar viel- ich gesehen, den Clip, und ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert. Es ist einfach schön zu sehen, wie Ja, er es sich ist gefreut wirklich schön hat. zu sehen. Es ist einfach sehr unwahrscheinlich, das schon nach so kurzer Zeit zu finden. Und ich glaube, es war irgendwie auch kurz nach... 24 Stunden? Das ist für Basti eine kurze Challenge. Oh. Das ist ja, der Mann ist, liebe Grüße an Basti, der Mann macht manchmal Faxen. Aber ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt auf jeden Fall welche, weil das waren wieder 6 Clips, welche der 2 Clips am beliebtesten waren, welche wurden am meisten gewotet, deswegen hier ab zu den Top 2, ab zu den Finalisten. Die waren alle richtig beeindruckend. Ja, die waren Ich richtig, weiß gar nicht, wen du da nimmst jetzt. ja, da waren richtig viele Clips dabei. Den Beat Saber fand ich auch sehr krass. Ja. Ich hab aber, Basti nimmt Fahrt auf. Die Minecraft-Momente. Ja, da haben wir 2 Minecraft-Clips heute dabei. Jetzt ist es natürlich spannend, wer von den beiden gewinnt. Schauen wir in unserem goldenen Umschlag. Basti ist natürlich leider heute nicht vor Ort, zumindest Doch, nicht, doch. ja, zumindest nicht physisch, menschlich. Ja, wir haben aber den wichtigsten Part unseres Stream Awards Budget ging darin, eine 1,80 Packaufsteller von Basti zu kaufen. Der ist heute Abend nämlich da. Okay, dann schauen wir, wer hat den besten Gaming-Moment gewonnen. Und zwar geht der Award an Let's Hugo mit dem exklusiven Hinterhalt. Danke. Ey, sehr stark. Ja. Du hast tatsächlich die Minecraft Crocs angezogen. Er hat mich das natürlich sehr passend und guck mal hier, damit man dich auch hört, sehr passend und sehr stark den Minecraft Clip mit den Minecraft Crocs. Herzlichen Glückwunsch, Hugo. Dankeschön. Hast du irgendwas an Basti zu sagen? An wen? Basti. Basti, Oder es an- tut mir leid. Nein, sorry, ich hab's falsch verstanden. Es tut mir leid, Basti. Aber ich war besser. Es tut mir leid.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Hugo. Das ist dein Award. Mal gucken, wie viel du heute wieder mitnimmst. Schön, dass du heute am Start bist. Kuss, Hugo. Dankeschön. Baba-mäßig. Ja, Alright. und jetzt kommt eine sehr wichtige Kategorie tatsächlich. Ja. Also wenn man auf Zahlen schauen würde, der höchste Follower-Zuwachs ist tatsächlich was durchaus aussagekräftig sein kann für das Jahr. Und da gibt es einen, der extrem durchgestartet ist. Und das ist kein geringerer als Let's Hugo. Sehr, sehr starkes Jahr gehabt, richtig abgeliefert. Herzlichen Glückwunsch an dich. Geisteskrank, Bro. Geisteskrank. Hier ist dein Award. Das ist echt heftig. Ja, wirklich. Also da haben wir nämlich Und jetzt geguckt. eine Rede. Ja, stimmt, deine Rede. Jetzt eine schöne Rede. Komm. Komm. Nicht wieder gegen Basti schießen. Moin, Basti. Danke. Dankeschön. Wow. Man hätte es nicht besser sagen können. Das Heftig. ist auch alles in einem so Ausruf zusammenfassen. Ne? Das ist schon sehr viel wert. Aber über 500.000 in einem Jahr ist wirklich heftig. Also Hugo hat hier 74% seiner Follower nur im Jahr 2023 gemacht. Also er hat wirklich letztes Jahr geisteskrank durchgestartet. Ja. Sehr, sehr heftig. Auch sehr deswegen. krass gehustelt, war überall mit Ja, dabei, hat auf viele, jeden bei Fall. vielen Events richtig stark abgeliefert. Immer eine Bereicherung, lustig. Ne? Auf Jetzt jeden Fall. sind wir noch rot hier, ne? Props dafür. Ja, Respekt. So, es gab ja heute einen wunderschönen weiteren Award, der von euch auch gewählt worden ist da draußen. Und dabei geht es um das beste Outfit. Und ja, das wurde auch schon entschieden. Und ich bewege mich jetzt auch mal ganz langsam schon zu der ersten Person, die den ersten Award bekommen hat. Es gab nämlich einmal für die Damen und für die Herren unterschiedliche. Ah, das ist ja perfekt. Da würde ich doch einmal ganz kurz mich mal hier hinsetzen. Guten Abend. Du hast dich für uns auch richtig rausgeputzt, sieht man. Also hammermäßig. Was war so der Gedankengang hinter dem Outfit? Was war die Inspiration? Ja. Ja. Okay, ja, ist schön, ist schön. Dürfte ich dich mal bitten aufzustehen, weil du hast auch interessantes Schuhwerk an. Das würde ich gerne noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Danke, danke. Meine Füße hin? Machen wir das mal. Ja, genau. Ja, komm, stell dich doch mal auf die... Ja, Freunde, wie gesagt, wunderbarer Galaabend hier. Alle sehen wirklich absolut adrett aus. Und ob ihr es glauben könnt oder nicht, ich habe neben mir nämlich auch den männlichen Gewinner des Outfit des Abends. Ja, aber ich finde, die Gimmicks sind da. Danke. Da haben wir es nämlich auch schon mal. Und wirklich, die Fliege holt es auch für mich einfach ab. Also das hammermäßig. Aber findest du fresh? Findest du fresh? Ey, besonders die Crocs, sind die in Sportmode auch? Ja, ja, okay, krass. Ernst krass. Er ist heftig. Dankeschön. Ja, auch farblich gesehen. Also ich muss auch... Ich habe extra heute, nur für heute, 20 € rote Kappe. Das wollte ich nämlich gerade ansprechen, weil hier, das ist natürlich auch Matching mit der Hose. Muss ich sagen, hast du dir Gedanken gemacht? Ja. Siehst super aus. Danke. Hast du Spaß heute? Ja. Ja. Hast du auch schon ein bisschen was abgeräumt? Durchsage, Tisch 2 braucht Pommes, Fleischbällchen und was noch? Wein und diese Nudeln noch. Das wäre sehr wichtig, weil wir haben nichts mehr. Danke. Ey, klar, jetzt noch irgendwas? Nein, das war's schon. Nee, das war schon? Okay. Ja, super. Ich hoffe, findest du persönlich denn, dass du ein ehrenvoller Abnehmer sozusagen von diesem Award bist? Nö. Okay. Ich finde, du siehst super aus. Ich finde, das hast du Hammer gemacht. 1A. Das einzige, der Manko würde ich jetzt halt sagen, die Crocs passen halt farblich nicht so gut. Ja, Ne? Was war da los? Zu den Crocs gibt es eine Geschichte, die habe ich halt 2023 am meisten angehabt. Also ich bin nur damit rumgelaufen. Ist das so dein Favoritenschuhwerk? Ja, außer im Winter. Dann mit Socken halt. Dann ist kalt. Ja, ey, hammermäßig. 1A. Danke. Dann will ich dich nicht vom Essen abhalten, ne? Mach's gut, mach's besser. Wunderbar. Ronaldo, alles klar. Ja, hammermäßig, Leute. Da haben wir auch wieder ein 1A-Outfit gehabt. Alright, dann machen wir weiter mit dem Most Wholesome Moment. Jedes Jahr eine absolut süße Kategorie. Dieses Mal auch wieder sehr emotional. Wir zeigen Da euch. nur 4. Wir haben jetzt hier für euch nochmal die 4 Nominierten, die 4 Most Wholesome Clips für euch. Und ich freue mich, wenn mein Mom ist mit dabei. Die Mutter mit den geilsten Muffins. Die Mutter mit dem geilsten Nudelsalat sein, weißt du? Ja. Reefed und Starlet Nova. Durch dick und dünn. Immer so geiern, wo die sich denken so, boah, ey, weißt du? Weißt du was, Nova? Das klingt jetzt richtig, richtig kitschig. Ja. Ganz kitschig. Aber ich glaube, wir werden richtig lang befreundet sein.
du süße Maus, ich weine gleich. Hör auf. Aber ich glaub das. Ich auch. Chef Strobel und Danergy. Tränen der Freude. Es ist so krass, wirklich. Einmal Liebe in den Chat. Wirklich vielen Dank. Es ist so krass. Er weint es wirklich. ist so krass. Es ist wirklich so krass. Boah. Dankeschön. Wow. Boah, ich kann das nicht. Boah. Auch klasse Dank für die 100 Gifts. Holy shit. Let's Hugo. Emotionales Sellout-Ende. Zum Beispiel, du musst dir vorstellen, Mickey. Wahre Freundschaft. es ist für mich als Freund, als jemand, der... Ich habe alles. Ich habe alles. Ich kann Danny auch alles geben. Ich kann ihm alles geben. Ich kann ihm Liebe geben. Ich kann ihm Geld geben. Ich kann ihn irgendwohin einladen. Ich kann machen, was ich will. Aber ich kann ihm nicht selber helfen. Ich bin machtlos darüber. Und wenn ich jemandem nicht helfen kann, den ich liebe, es macht mich einfach extrem sad. Es zerreißt einfach mein Herz. Ich fühle mich, was das angeht, fühle ich mich sehr machtlos. Ja, Mann, krasse Kategorie auf jeden Fall. Mit einem Brecher zum Schluss. Ja, also wir haben Mickey und Danny auch gefragt, ob der Clip mit rein darf, weil wir fanden den halt super krass, weil das einfach zeigt so innige Freundschaft und für einen Kumpel da zu sein, so sehr wie man möchte, also so sehr wie man kann. Und dieses Thema nochmal aufzugreifen, fanden wir auch irgendwie wichtig. Und die haben uns gesagt, wir können den gerne hier auch zeigen, den Clip. Es war wirklich durchmixt von Freudentränen zu traurigen Tränen, wirklich komplett durch. Einmal auch Shoutout an Nova. Wirklich, ich weiß, viele von euch... Ja. Auch ein toller Moment. Wirklich, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen kitschig, weil viele von euch verfolgen uns zwei vielleicht zusammen als Duo, jetzt gar nicht so krass. Aber du bist mir so geistkrank ans Herz gewachsen. Ich habe ab morgen kein Hotel mehr, weil ich die restlichen Tage in Köln war bei Nova pennen. Nova war letzten Monat, glaube ich, 3 Wochen auf Madeira und wir sind so gewachsen und das hört sich kitschig an, aber dieser Stream und dass wir zusammen dann noch eine Woche in Schweden verbracht haben, hat uns so krass zusammengebunden und ich bin so froh, dass ich dich habe. Ich bin so froh, dass ich als Freundin zählen kann und ich bin sehr froh, dich zu haben und über diese random Plattform einfach gefunden zu haben. Deswegen, love you. Da haben wir schon einen Moment für 2024, ja? Nicht schlecht. Ja. Deswegen, ich würde sagen, ich gebe dir den goldenen Brief. Ja. Wir schauen, wer hat den most wholesome. Ich guck mal, was da drin ist. Aber es ist dann wieder auch alle verdient. So schöne Momente. Dieses Mal, es ist Let's Hugo. Oh, und krass. Herzlichen Glückwunsch, Hugo. Aber also da hätten wieder auch alle 4 gewinnen sollen. Wunderschön. Und die Freundschaftsmomente. Ja, Mann. Also das nimmt einen auch mit, finde ich. Ne? Das nimmt einen auch mit. Hugo, stark. Glückwunsch. Was dann? Okay, Hugo, jetzt die Frage. Komm kurz her. Ansage gegen Basti 3 oder? Ich sag nichts. Wie lang ging deine Streaming-Streak? Streak? Ja.
Das war nicht Streak, aber der Sellout-Stream, meine ich. Sellout-Stream ging 78 Tage. Also da auf jeden Fall krass, das ist sehr, macht sehr viel Sinn, dass es ein emotionaler Moment war, natürlich auch für deinen Chat. Das war wahrscheinlich auch krass. Ja, das ist halt was, ich war halt wieder im Real Life dann, weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Und wie ging es dir dann danach? Danach ging es mir richtig scheiße, nach 2 Tagen war alles wieder normal. Okay, gut, immerhin. Ja, aber sehr süß, viel Spaß mit dem Award und auch sehr verdient, ey. War ein süßer Moment, ich muss sagen, mir hat's auch ein bisschen, bei mir war es auch ein bisschen, ich fand's auch sehr süß, Mann. Ich fand's sehr süß. Dankeschön, danke. Prost. Ich fand den Clip von Mickey auch krass, muss ich sagen. Der ist krass. Also da hast du richtig... Also, dass ein Streamer sich auch so verletzlich zeigt im Stream, auch für seinen Freund, fand ich sehr süß, deswegen